Ja, guten Abend zusammen. Ja, ich habe wieder mal Pech gehabt. Vorige Tage, ich war abends allein zu Hause, klopfte bei uns an der Tür, war das die Nachbarin. Sagt, hast du heute Nacht Zeit? Ich sag, was ist los? Sagt, ich hätte heute Lust, die ganze Nacht Liebe zu machen. Ja, ich sag, ich habe Zeit, ich habe nichts vor. Sagt sie, das ist schön, da kannst du auf meinen Hund aufpassen. Ja, aber ich möchte Ihnen zunächst mal einen Tipp geben, nicht, dass Ihnen so geht wie mir letzte Woche. Letzten Samstag habe ich gesoffen. Am Sonntag war es mir so schlecht, habe ich gedacht, ich muss sterben. Am Montag habe ich wieder gesoffen. Am Dienstag habe ich bereut, dass ich am Sonntag nicht gestorben bin. Als meine Frau heute Morgen wach geworden ist, war die erste Frage, die sie mir gestellt hat: Hast du gestern auch die 10 Brötchen mitgebracht? Ich sage, es sind so ja 11 Stück in der Tüte. Sagt sie, warum das denn? Ich sage, die Verkäuferin hat zu mir gesagt, ich tue Ihnen eins mehr rein, weil Sie nicht so schön sind. Guckt meine Frau mich an. Ja, also wenn du young wärst, würde uns jetzt eine halbe Bäckerei gehören. Ich sage, aber jetzt hast du ja bald Geburtstag, was soll ich dir eigentlich schenken? Sagt sie, lass es sein, du brauchst mir nichts zu schenken. Ja, ich sage, da habe ich auch schon dran gedacht. Sagt sie, aber erzähl du mir doch mal deinen größten Wunsch. Vielleicht kann ich dir den Wunsch erfüllen. Ich sage, ich werde dich sehr vermissen. Sagt sie, was würdest du machen, wenn ich mit einem anderen Mann abhauen würde? Ich sage, dann würde ich ihn fragen, warum er nicht früher gekommen ist. Sagt sie, glaub mir eins, und Frau wie mich kriegst du nicht mehr. Ich sage, das will ich hoffen. Sagt sie, weißt du überhaupt noch, wann du zuletzt mal deinen Arm um mich gelegt hast? Ich sage, vor 8 Jahren, und da war er schon zu kurz. Ich sage, aber einen Wunsch habe ich doch. Ich sage, wenn ich mal sterbe, möchte ich so sterben wie mein Opa. Der hat im Auto gesessen und ist hinterm Lenkrad ganz friedlich eingeschlafen. Ich sage, in keinem Fall möchte ich so sterben wie mein Onkel. Sagt sie, wie ist der denn gestorben? Ich sage, der hat neben dem Opa gesessen. Ja, diesen Sommer war meine Frau in der Kur, habe ich sie dahin gefahren. Seht sie unterwegs auf einmal, das Auto ist so dreckig, das hätte sie gut vorher mal waschen können. Da bin ich direkt in so eine Autowäscherei gefahren. Als wir dann in der Kur angekommen sind, sagt sie, wenn du mich besuchen kommst, musst du aber vorher das Auto waschen. Ich sage, das mache ich auch. Nach 6 Wochen hat sie mich angerufen, warum kommst du mich nicht besuchen? Ich sage, weil das Auto noch nicht dreckig ist. Anschließend sind wir in Urlaub gefahren, aber getrennt. Aber nach 3 Tagen hat sie mich schon angerufen. Sagt sie, da wo du bist, sind auch Frauen? Ja, ich sage, aber die wollen all Geld haben. Sagt sie, gibt nicht mehr wie 30 Euro. Ich sage, was soll das denn heißen? Ja, sagt sie, mehr kriege ich auch nicht. Vorige Tage stand meine Frau vom Spiegel. Ich sage, erzählst du mir gleich wieder, dass du alt geworden bist? Sagt sie, als du mich geheiratet hast, hast du doch gewusst, dass ich älter werde. Ja, ich sage, ich habe aber nicht gewusst, dass du dich so behältst. Sagt sie, hast du das jetzt gelesen? Demnächst soll eine Sexsteuer erhoben werden. Wenn du dann guten Sex hattest, musst du dafür Steuern bezahlen. Ja, ich sage, da haben wir ja nichts mit zu tun.
Ja, Sätze im Bett bist du aber auch eine richtige Null. Ich sag, der beste Jockey kann nichts machen, wenn er am toten Pferd sitzt. Sätze, gibt es eigentlich ein Sexualleben nach dem Tod? Ich sag, das haben wir doch heute schon. Ja, aber ich bin dann gegangen, weil ich die Frau besuchen wollte, die früher neben uns gewohnt hat. Die hat an dem Tag Geburtstag, habe ich der einen Strauß Blumen überreicht. Da hat die sich so gefreut, da hat die mich richtig geküsst. Aber auf einmal hat sie aufgehört zu küssen. Da bin ich direkt abgehauen. Sagt sie, warum läufst du denn jetzt weg? Ich sage, ich gehe neue Blumen holen. Habe ich auch nicht gemacht. Ich musste mich dann beeilen, weil ich einen Termin beim Psychiater hatte. Und wie ich dahin treffe, ein bekanntes Ehepaar, sagte, wir gehen uns jetzt für das Schlafzimmer so eine kleine Teppich kaufen, so eine Brücke. Ich sage, so was kommt bei mir im Schlafzimmer nicht rein. Sagte, warum nicht? Ich sage, wo kein Verkehr ist, kommt doch keine Brücke hin. Ja, wie ich dann später bei der Psychiater reinkomme, sage ich, Herr Psychiater, ich glaube, ich bin ein Pferd. Sagte, seit wann haben Sie das denn? Ich sage, das Gefühl habe ich schon gehabt, als ich noch ein Pony war. Ja, sagte, das kann man behandeln, aber so eine Behandlung ist sehr teuer. Ich sage, da müssen wir warten, bis ich das nächste Rennen gewonnen habe. Ich komme bei der Psychiater raus, kommt da die Frau von einem Bekannten, sagt, ich war auch gerade beim Arzt, jetzt bin ich doch tatsächlich schwanger. Ich sage, da wird der Vater aber stolz sein, dann will er doch bei der Geburt auch bestimmt dabei sein. Nee, sagt, das möchte ich nicht, das wäre mir unangenehm. Ich sage, warum das denn? Sagt sie, der versteht sich doch mit meinem Mann überhaupt nicht. Ja, jetzt war es noch früh, ich hatte noch Zeit, bin ich ein bisschen durch die Stadt gegangen. Stehe ich da auf einmal vor so einem Zoogeschäft. Vor dem Zoogeschäft eine große Käfig, sitzt da eine Papagei drin. Guckt er mich an, sagte zu mir, du bist doof und hässlich und stinkst. Da bin ich in den Laden rein, habe ich mich bei der Verkäufer beschwert. Sagte, ich will mit dem Papagei sprechen, dann sagt er das nicht mehr. Am anderen Tag komme ich wieder da vorbei, sitzt der Papagei auch wieder da. Guckte mich an, sagte, ich sag nichts, aber du weißt Bescheid. In dem Moment kommt dann eine alte Arbeitskollege. Ich sage, was hast du so eilig? Sagte, ich will ins Spielcasino. Bin ich mitgegangen. Wie wir im Casino waren, sagte zu mir, wie oft hast du letzte Woche mit deiner Frau geschlafen? Ich sage, 6-mal. Sagte, ich auch 6-mal. Sagte, weißt du was, 6 und 6 ist 12, wir setzen alles auf die 12. Haben wir auch gemacht. Was ist gekommen? Eine 0. Ich sage, siehste, hätten wir beide die Wahrheit gesagt, hätten wir jetzt gewonnen. Ja, von da aus bin ich dann auf kürzestem Wege direkt in meine Stammkneipe. Wie ich in die Kneipe reinkomme, sage ich, für den Wirt, hat die Küche noch geöffnet oder war das Ordnungsamt schon hier? Nee, sagt, ist noch alles da. Ich sage, dann bring mir mal was. Wie der mir das Essen da hinstellt, sage ich, das Schnitzel ist aber sehr klein. Sagt, das tut mir leid. Ja, ich sage, das ist auch sehr zäh. Ja, sagt, dann sei doch froh, dass es so klein ist. Ich sage, wer hat eigentlich sein Auto hier direkt so vor die Tür gestellt? Sagt, das sind die zwei, die da hinten in der Ecke sitzen. Sagt, was haben die eigentlich für ein Kennzeichen? Ich sage, das ist ein D. Ach, sagte, dann kommen die bestimmt aus Dresden. Ich sage, D ist doch Düsseldorf. Sagte, die Düsseldorfer müssten eigentlich OF haben.
Ich sag, was heißt denn OF? Sagte, ohne Verstand. Ich sag, Verstand wird doch mit V geschrieben. Sagte, da kannst du mal sehen, was die blöd sind. Ich sag, wie war der eigentlich im Urlaub? Sagte, wir waren in Rom, da wollten wir das Kolosseum besichtigen, aber da stand nur der Rohbau. Ich sag, das ist dasselbe wie am Brandenburger Tor, da sind auch noch keine Türen drin. Mischt sich einer ein, sagte, ich war jetzt auch im Urlaub, ich war mit meiner neuen Freundin in der Karibik. Ich sag, wie war es denn? Sagte, wenn ich gewusst hätte, wie die im Bikini aussieht, wäre ich in der Wintersport gefahren. Sagte, und das Schlimmste ist immer, wenn ich mit der Liebe mache, fängt die an zu singen. Ja, ich sag, vielleicht ist das eine Popsängerin. Jetzt steht da einer an der Theke, hat der eine Glatze. Guckte mich immer an, sagte, kennst du mich nicht mehr? Wir sind doch zusammen zur Schule gegangen, wir waren in einer Klasse. Ich sage, in meiner Klasse war keiner mit einer Glatze. Und nach jedem Glas Bier, was der trinkt, holt er ein Bild von seiner Frau aus der Tasche, guckt sich das Bild an und steckt es wieder weg. Ich sage, warum guckst du dir nach jedem Glas Bier das Bild von deiner Frau an? Sagt, ich will heute nicht besoffen werden. Ja, ich sage, das verstehe ich ja. Aber warum guckst du dir nach jedem Glas Bier das Bild von deiner Frau an? Sagte, wenn sie anfängt, schön zu werden, gehe ich nach Hause. Steht da einer in der Kneipe, hat der so eine ganz dicke Hals und hier vorne noch so eine dicke Knubbel. Habe ich den immer angeguckt. Sagte, wenn du mich noch mal anguckst, fresse ich dich auf. Ich sag, schluck da erstmal der andere runter. Jetzt ist da auch einer in der Kneipe, der ist immer so eifersüchtig. Sagte, wenn meiner Frau einer zu nahe kommt, kratze ich dem die Augen aus. Ich sag, wenn einer Augen hat. Hat der ja nicht kapiert. Der ist so blöd, der hat sich jetzt im Internet ein Gerät bestellt, mit dem er Kontakt zu den Toten aufnehmen kann. Haben sie ihm eine Schippe geschickt. Spricht mich einer an, sagte, du bist so blöd, wenn man dich reden hört, das kann man ja nicht aushalten. Ich sage, und du bist so doof. Ich sage, wenn du Napoleon wärst, du hättest Amerika nicht entdeckt. Ja, der ist nur was für einen ganz kleinen Kreis. Sitzen da in der Kneipe 3 Mann am Tisch, machen die so ein Würfelspiel. Ich sage, was macht ihr denn hier? Sagte, kannst du mitmachen, wenn eine Zahl würfelt zwischen 1 und 5, kriegst du einen in die Fresse. Ich sage, was ist, wenn ihr in 6 würfelt? Sagte, dann darfst du noch mal. Kommt einer von der Toilette, ist der vorne ganz nass. Ich sage, was hast du gemacht? Sagte, ich habe jetzt eine Gleitsichtbrille. Sagte, erst habe ich was Kleines gesehen, dann habe ich was Großes gesehen. Habe ich gedacht, das Große gehört mir nicht, habe ich das wieder eingepackt. Jetzt ist da in der Kneipe auch einer, der hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, ist der 80 Jahre alt geworden. Hatte mir erzählt, dass seine Freunde für ihn zum Geburtstag eine Striptease-Tänzerin bestellt haben. Sagte, das machen die schon seit meinem 20. Lebensjahr. Alle 10 Jahre, wenn ich eine Runde Geburtstag habe, bestellen die eine Striptease-Tänzerin. Ich sagte, das ist doch ein schönes Geschenk, da hast du dich doch bestimmt gefreut. Nee, sagte, das ist doch immer dieselbe.
Ja, so hat im Leben alles seine Zeit. Heute Freud und morgen Leid. Doch dass ihr verschont bleibt von Sorgen und Schmerzen, das wünsche ich euch einen Knallkopf von ganzem Herzen. Dankeschön. Tschüss.